Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Feldwalzen und ich habe heute ein Gewehrbild für euch mit einem Exo-Gewehr, das was auch keiner hernimmt. Und ich habe da im Video auch eine Frage an euch. Ob das nur mir so vorgekommen ist oder ob ihr es vielleicht genauso gesehen habt. Haut's mir in die Kommentare, reden nicht mehr lange dumm. Ich würde sagen, packen wir's. Ja, meine Freunde, dann probieren wir es einmal. Ich gebe mir Mühe, dass ich das heute relativ gut umbringe. Wir spielen mit dem Richtschützen. Der Richtschütze, den nehmen wir her, weil wegen Rüstungsrückgewinnung und erhöhter Feuerrate. Und Munition stellt er wieder her. Und die Vorzüge vom Richtschützen sind halt da, ja, gut. Einstellen da wir 15% Gewehrschaden und 15% Schrotflintenschaden. Und ja, das war's dann so weit von meiner Seite, glaube ich mal. Ja, zu erwähnen war halt noch, wenn man in der Stellung praktisch in Deckung ist, dann hat man 10% schnelles Nachladen. Also wie gesagt, für das Bild passt der wie Faust aufs Auge. Scannerschutz hätte man dann auch noch ein bisschen einen, aber braucht man nicht unbedingt. Was mir wichtig ist, ist die Rüstungsrückgewinnung. Ja, und sonst war das Bild ein bisschen deppert. Ja. Ein erhöhtes oder ein größeres Magazin kann man auch fast überall einstecken. Ja. Und Gruppen haben da auch irgendwas davon. Na, jetzt schauen wir uns mal das Bild an. Ich finde, das ist ganz gut geworden und spielt sich recht schön. Ja, anfangen dann mal mit der Dr. Home. Oje, ja. Also bei mir ist das ganze Beutel nicht auf Maximum gerollt. Ich habe nur geschaut, dass ich Schaden gegen unentdeckte Ziele, Schaden gegen ungedeckte Ziele habe. Und das Talent von der Dr. Holmes sollte eigentlich klar sein. Also es wird ein Gegner markiert. Wenn du den markierten Gegner umschierst, dann kriegst du also einen Rüstungsboni, den du einsammeln kannst. Ich habe überhaupt nichts gefunden zum Einsammeln. Ich habe den Boni gleich gekriegt, also ohne Trophäe einsammeln, so wie beim Memento. Und ich habe auch noch was beobachtet. Und zwar, je mehr von den Trophäen, das ich habe, umso schneller hat mein Schild regeneriert. Also, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, schreibt es mir in die Kommentare rein. Also, es war schon enorm, da jetzt mal fast sagen. Ja. Also, spielen wir das Ganze mit Drohne und Schild. Dann habe ich erstes Teil Jeska, alles auf Schaden durch kritische Treffer und Chance auf kritische Treffer. Man sollte dann bei Chance auf kritische Treffer so ungefähr 55% zum Schluss hinkommen. Die Teile, wo ich da habe, sollten drin sein, aber in welcher Reihenfolge oder was für was, wurscht. So, dann habe ich die Walker and Harris mit dem Talent Fokus drauf. Also 10 Sekunden auf den Gegner zielen und dann kriegst pro Sekunde 5% Waffenschaden. Das heißt, bis zu maximal 50% wird der Waffenschaden erhöht. Braucht eine Zieloptik mit 8-facher Vergrößerung, wo es Dr. Home hat. Ja, das ganze Ding wieder auf Chance und auf Crit. Dann haben wir das Picaros Holster mit Rüstung, Charge auf kritische Treffer und Waffenschaden. Dann haben wir Kniegebiet des Fuchses, genau jeder, Schaden gegen ungedeckte Ziele, nochmal extra. Und da habe ich Chance drauf gerollt. Dann haben wir die Adlerkrallen. Alter, ich kann nicht mehr lesen, gell. Magazingröße und Gewehrschaden 20% plus. Und Waffenhandling haben wir da auch nochmal 15%. Sprich, nicht so viel Zittern, weniger Rückschlag und. Alles, was mit der Waffe zum Tor hat, wird halt besser. Dann ein Ninja Backpack. Der Ninja Backpack ergänzt immer ein Set-Teil dazu. Und darum haben wir von jedem eingelegten Set zwei zwei Dinger, also zwei, sagt man's? Also wenn wir zwei Teile von der Rüstung drin. So, jetzt auch 55% Chance auf kritische Treffer haben wir da und 104 Schaden durch kritische Treffer.
Ja. Gesamten Waffenschaden haben wir 113,6%. Wie gesagt, mein Bild ist noch nicht ganz ausgerollt. Wir haben einfach Materialien ausgegangen. Ja. 56% mehr Gewehrschaden. Rüstung ist auch noch nicht ganz, sollte ungefähr auf 1,2 bis 1,3 hinkommen, wenn alles ausgerollt ist. Und Rüstung bei Tötung haben wir auch ein bisschen was, das kommt halt nur von der Spezialisierung. Dann haben wir das andere ist von der Uhr, genau, was ich noch sagen, Uhr. Die Kinouhr sollte man halt schon haben, gell? Also ab 40, wenn man dann den ab Level 40, was man ist, kriegt man auch die Uhr und da sollte man das Ding schon haben. So ist das Bild halt ausgelegt, dass der Schaden von der Uhr dann noch dazukommt und die ganzen Attribute. Spielen dann mal mit dem Schild, das ist auf Rang 4. Dann da ein paar gute Mods drin, alles mit der Regeneration zum Tor, im Holster, vom Holster heraus, Schild Lebensenergie, wo du so findest und das Schild einfach länger am Leben hält, das klatscht einfach da rein. Die Hand eigentlich, ja, nicht so wichtig, das Schild ist schon wichtig, aber volle Konfrontation darf man mit dem Bild sowieso nicht spielen, man muss immer ein bisschen mit Schild und Deckung ein bisschen so arbeiten und dann macht es auch richtig Spaß. Die Drohne habe ich auch drin, das ist mein Lieblingsteil, einfach die zu der Ablenkung, weil ja, Rang 2 hat, macht aber nicht einen Affenschaden. Aber die lenkt ganz schön ab. Also, und weghauen dann das auch nicht instant. Also kann man das dabei schon mal lassen. Ja, da haben wir jetzt einmal die Dr. Home in Aktion. Und zwar einfach einmal ohne Stacks aufzubauen. Jetzt habe ich 10 Sekunden gewartet, dann macht es 2 Mille in den Kopfschuss. Aufschalten da auf Veteran, vielleicht sieht man es besser dann. Also 10 Sekunden warten, da das linke mit dem Fernglasel, das ist praktisch der Buff, was sie aufbaut, oder die Stacks, statt sagen, die Stacks, was sie aufbauen. Und dann kriegt man halt den vollen Schaden, 50% mehr Waffenschaden. Dann machst du dann auf den Körper 1,5. Wie gesagt, meine Waffe ist nicht ganz oben und meine Setteile sind auch nicht ganz oben. Ich denke, dass man schon auf fast 2 Millionen hinkommen kann, auf den Bodyschuss wohlgemerkt. Ja. Und dann Kopfschüsse machen halt dementsprechend dann nochmal mehr Schaden. Du hast ohne die Stacks, ohne den Fokus schon fast 1,5, wenn du anfängst. Und wenn jetzt einer ja, nicht so viel umeinander zieht wie ich, wenn sich die Teile dann bewegen und dann trotzdem einen Kopf treffen kann, kommt er da auf 2,1, 2,2 so in der Richtung umeinander. Ist kein One-Shot-Bild, aber mal zum Querspielen ganz gut. Und die Dr. Home hat eben noch das, wenn du dann umhaust, dann kriegst du eine Rüstung zurück und deine Teammitglieder auch. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn du im Team spielst, dann hast du das Skalpell in der Hand und die anderen rattern und rotzen da mit ihren LMGs und Sturmgewehre und was der Teufel was rein. Und ja, du kannst dann doch immer gezielt arbeiten mit dem Gewehr, wenn der weiter weg ist und so. Sprich jetzt die abtrünnigen Agenten, letztes Video glaube ich habe ich gesagt Hunter, abtrünnige Agenten kannst du auch ganz schön niedermetzeln, weil du die halt weiter wegstellen kannst und die trotzdem noch einen massiven oder ja, annehmbaren Schaden machen. Weil, was hast du für ein Sturmgewehr, das wo 2 Mille aushauen kann auf dem Ding, ja, auf dem Körper. So, da nochmal das ganze Bild, Screenshot machen und glücklich werden damit, nachbauen. Je mehr blaue das drin hast, umso stabiler wirst, braucht es aber gar nicht, weil eben die Dr. Home da ist. Ich habe es probiert mit verschiedenen Sachen, auch mit verschiedenen Westen. Ich habe da mal nachgeschaut, was die benannte hat. Da gibt es mehr Schaden im Fokus, oder durch das Fokustalent, tadellos, aber du verlierst halt auch 15% Gewehrschaden, was du dazu kriegst von der Aschmann. Von der anderen Westen hast du 5% Waffenschaden und 5% Rüstungsschaden noch mit dazu und die darfst du halt verlieren und Scharfschützengewehr bringt dir halt da so gar nichts. Ja, ich habe es probiert, ich mache jetzt mit der Wacker und Heres tatsächlich mehr Schaden und durch das, dass ich mehr Rüstungsschaden mache, speise ich das einfach schöner. Aber wie gesagt, die ist halt, ja, ich sage jetzt einmal unabdinglich das Ding, ja. So, das war's dann wieder schon. Schaut mal auf meinen Discord vorbei, lasst mir ein Abo oder Like da
Da hat mir voll gut weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, man sieht sich, eure Feldwurzen. Servus.